Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als man da im letzten Teil uns nicht gerade so super verhalten haben, weil da die Leute unterwegs sind, an denen wollten wir vorbei. Dort haben wir als Ablenkungsmanöver den Generator ausgeschaltet und dabei haben sie uns natürlich prompt entdeckt, wie es hat sein müsse. Und ich habe Medikits erst einmal verschwenden müssen. Und ich werde bald noch eins brauchen, wie ich merke. Ja, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Wir müssen uns da an den Kerle vorbeischleichen. Und ich glaube, der Weg führt uns da hier weiter, wo auch schon unseren getreuer Excel wart. Das hätte man auch leichter haben können, muss ich sagen. Gute Gut, der Arbeit, geht wieder Franklin. normal, können wir Hier auch. lang. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Folgen Sie mir. Okay. Das hat ja noch besser geklappt als gedacht. In der letzten Folge sah es ja ziemlich erbärmlich aus, muss ich sagen. Dann speichern wir hier natürlich sofort. Jo. Mhm. Nochmal da kurz umgucken. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Hm. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Was soll ich denn da noch sagen? Sevastopol ist ganz bezaubernd, ne? Das sieht richtig reizend aus hier, vor allem so modern und so. Oh, mein Ach. Irgendwas ist mal ins Ach gerutscht. Entschuldigung für die Freakshow. Was sind wir Sollte denn da eigentlich noch? gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Eigentlich wäre er schon raus aus der Sache gewesen. Schieb mich doch nicht rum, ich will doch nur das Terminal lesen. Ein Auge zudrücken. Es habe endlich das erwähnte Zeug ergattert. Der Chief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer was verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seiner Truppe gesagt, sie sollen 5 gerade sein lassen. Das sind wahrscheinlich zu sehr mit Faulenzen beschäftigt, als dass ihnen irgendwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Bailey. 2-Mann-Regel. Niersen, Leonard, Sie haben beide die erste Schicht an der Tür, also aufgepasst. Hier steckt eine Menge Arbeit drin, wir wollen keine Einbrecher, nur weil Sie die Anweisungen nicht richtig gelesen haben. Das hier ist ein Schloss nach der 2-Mann-Regel. Will heißen, man muss das Tor von 2 verschiedenen Konsolen aus gleichzeitig öffnen. Die meisten von uns kennen sich nicht. Das ist also die sicherste Art, dafür zu sorgen, dass alles hier sicher ist und sich niemand mit unseren Sachen heimlich aus dem Staub macht. Wechseln Sie sich während Ihrer Schicht ab und informieren Sie den jeweils anderen, wenn jemand von uns rein oder raus muss. Das gilt nur für uns und sonst niemanden. Egal wie sehr jemand bettelt und was für eine herzzerreißende Geschichte er erzählt. Meine vorherige Gruppe ist weich geworden und jetzt bin ich als einziger übrig. Vertrauen Sie niemanden. Joe. Haben wir noch freigegeben. Inventar. Inventar: Nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt oder aus der Liste abgehakt werden. Aspirin, Konserven, Müsli, Wasser, Zahnpasta, Zigaretten, Toilettenpapier, Klebeband, Medikits und Milchpulver. Notiz: Munition neigt sich dem Ende. Zoe konnte sich ein paar Medikamente schnappen, alle an dieselbe Person adressiert. Die werden wohl nicht mehr gebraucht. Okay, dann wissen wir jetzt hier, dass wir so 2-Mann-Konsole haben. Und glücklicherweise sind wir ja auch zu zweit. Aber wenn wir bei Mad Max wären, wird Caesar, 2 Mann gehen rein, 1 Mann geht raus. Oh, da hat er sich schon drauf eingestellt, der Axel, so wie der guckt gerade. Ja, da ist es doch. Die Dinger müssen wir dann drücken. Aber erstmal muss man zeigen, dass man hier nicht durchkommt. Er ist aus. Ja. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Ja. Okay. Ich glaube, ich bin auch sehr froh darum, dass der mich auf die andere Seite geschickt hat. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Dann machen wir das Fertig? Ding an. Auf 3. 1, 2, 3. Ab die Luzi. Axel, hinter Ihnen. Was? Batsch. Auf die Schnies, retten Sie Axel. Arschloch! Komm her! Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt! R2 zum Nahkampf. Ah ja, wunderbar. Okay, jetzt wissen wir, wie das geht. Hoppla. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Naja. Los! Jetzt! Hey, ihr Sack! Okay.
Dann Axel hinterher. Scheiße. Ich glaube, er ist tot. Wir haben ihn umgebracht. Ja, dann renn doch, ach. Okay, jetzt kommt die Videosequenz. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Warte. Unser allererstes Alien-Opfer. Was zur Hölle war das? Nett. Erreichen Sie die Transitstation. Ja, gern. Wir müssen weiter. Okay, mir haben Aliens zwar noch nicht direkt gesehen, aber mir haben gesehen, dass sich dort der Kumpel geschnappt hat. Du sind wir, glaube ich, hergekommen. Ich guck gerade mal auf der Karte. Ich bin ja so ein elende Karte-Glotzer. Mhm. Okay, du führt uns unsere Mission hier. Alles klar. Gucken wir uns trotzdem nochmal hier um. Und da sind wir Kummer. Und ja, okay, da ist nichts mehr zum Abgreifer. Ah nee, Quark. Oder? Hä? So? Sind wir von da gekommen? Jo. Da hinten stehen auch die Lights und wollen aufmachen. Okay. Gut. Dann geht's da rum. Entschuldigung, wie gesagt, mein Orientierungssinn, der ist zum Erbarmer. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Brauchen wir dort die Taschenlampe. Boah, das Gebiet alle schon. Website von interessante Fakt. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass das Alien im ersten Drehbuchentwurf vom Alien-Film zum Beispiel als Starbeast bezeichnet worden ist? Das war der ursprüngliche Name, unter dem das Alien hätte laufen sollen. Aber die Leute haben sich dann doch später erst für Xenomorph entschieden, was ich persönlich wesentlich besser finde als Starbeast. Ich werde trotz allem die Kreatur ein paar Mal so nennen, weil ich es einfach nur witzig finde. Und dann gehen wir mal... Ah, hier kennen wir eine 3. Okay. Dann laden wir mal die Batterie noch. Alles klar, das hat geklappt. Und rufen den Transit. Ja, das war jetzt unsere erste Begegnung mit dem Starbeast, was wir hier erlebt haben. Und ich werde immer mal wieder so ein paar nette Fakten, die ich recherchiert habe, sowohl über das Spiel Alien Isolation als auch über den Film Alien einwerfen. Wenn es mal halt entsprechend passt. Und ich fand jetzt hier bei der Wartezeit auf den Transit ist eigentlich recht gut die Zeit. Und ich bin ein bisschen paranoid und gucke mich gerade noch so ein bisschen um, ob da was kommt. Nee, noch nichts. Jetzt komm endlich ein dappisches Ding. Kann man sich jetzt wirklich vorstellen, warum die Leute paranoid wären in dem Lader. Ja, da kommen wir auch nicht durch. Ah, endlich. Puh. Gehen Sie zu Lawrence Systek-Turm. Alles klar. Gut. Heieieiei. Bin immer gespannt, was da steht bei deiner Tipps, die man da haben. Ja, manchmal locken Ablenkungsmanöver eine noch größere Bedrohung an. Das kann sehr gut passieren, wenn das Alien und Menschen dann da sind. Und man wirft dann irgendwas rein oder so und das Alien kommt dann arg stürmt. Kann natürlich die Menschen töten. Kann aber auf der anderen Seite auch einen selber treffen. Da muss man richtig gut taktieren. Okay, zur Kommunikationsstation muss ich. Welche Seite geht auf?
Bim, bum, bum. Ah ja. Hallo. Haltestelle für Seegson Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Mhm. Wunderbar. Dann haben wir da nur Versteckschränke, die sind ganz praktisch. Das ist dann das auf Neuverkabelung zugreifen, okay? Was kann man da neu verkabeln? Neuverkabelung. Nutzen Sie Neuverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung. Systeme auszuschalten stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. R zum Einsehen der Karte auf der rechten Seite, auf der die Positionen von örtlichen Systemen angezeigt werden. Begeben Sie sich in neue Bereiche, starten Sie Ablenkungsmanöver und experimentieren Sie mit Sevastopols Systemen, um Ihnen zu Ihrem Ziel zu verhelfen. Okay. Da haben wir nichts Besonderes. Lautsprechersystem aktiv. Instabiles System wissen wir nicht. Lautsprecher brauchen wir nicht. Und wir instabiles System aktiv. Ja. Gucken wir mal, ob es uns was bringt. Zumindest ist das dumme Gebabbel vorbei. Das brauche ich nicht ständig. Ah, Sena-Slides. Das sind dann die Hiwi-Androide. You always know a working Joe. Ja, auf die werden wir auch noch stoßen, die Androide. Die sehen da nicht so realistisch humanoid aus wie die aus dem Alien-Filmer. Die sehen dann wirklich bewusst wie Roboter aus. Gehen wir auf die Seegson-Verkabelung. Da ist auch noch das instabile System an. Okay. Super. Mehr will ich da eigentlich auch derzeit nicht machen. Guck mal gerade mal auf die Karte drauf. Transit Skimet-Turm. Transit zu Sevastopols Raumfahrtterminal. Transit zu Solomons Habitat. Transit zu Maschinenraumplattform. Okay, derzeit gibt es eigentlich, glaube ich, noch nichts so Großartiges. Die Sache an der Stelle speichern wir. Jo, wunderbar. Und dann gehen wir mal hier hoch. Gucken wir uns mal da um, was es da Schönes gibt. Gibt es überhaupt irgendwas Schönes? Ah, Karte-Aktualisierung, wunderbar. Was haben wir Neues? Ah ja, da haben wir hier ein neues Gebiet drauf. Okay. Da haben wir nichts. Vorerst. Das brauchen wir, da brauchen wir einen Plasmaschneider dafür und da brauchen wir den Zugangscode. Okay. Dann einfach mal rein Interesse halber die Sache. Wir gehen aber ans andere Ende von dem Ding. Gucken wir, ob man... Ah, nee, okay, da kommen wir erst gar nicht rein. Die Tür ist verschlossen. Da liegt auch irgendein toter Kerl rum. Aber da ist off. Okay. Das ermutigt mich doch schon mal, da hinzugehen. Da brauche ich einen Sicherheitszugangsgenerator. Das sind die Dinger, die dann die Codes knacken. Aber den haben wir noch nicht. Der müsste aber bald auch als Tool dazukommen. Dann, was haben wir hier? Da ist was offen. Aber die Transit oder ein Fahrstuhl, der funktioniert nicht. Gut. Und dann die Sache, ihr liebe Leute. Ich hole mal noch ab, was es hier gibt. Der hat noch ein bisschen Zeich und ein Medikit, das ist gut. Dann entfernen wir die Strebe und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wie gesagt, ich mache an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil von Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Jetzt, nachdem wir Erstkontakt mit dem Alien gehabt haben, gucken wir mal, was uns da erwartet. Bis dahin, machen's gut, ihr liebe Leute. Ayan Yankee.